Bike Biber. Der Bike hat eine Platte. Wer fährt so schnell durchs Doppeltrakt? Wer wird vom Biken niemals satt? Wer hört schon von weitem, wenn's tönt? Fürs Biken ist Flamm und Feuer, mit Freunden in ein Abenteuer. Wer könnte das denn noch mehr sein? Es ist der Bike Biber. Bike Biber. Auf dem Bike ist zufrieden. Und kommt schon wieder. In einem kleinen Doppel, fernab vom Lärm der Großstadt, da wohnt ein kleiner Biber zwischen Busch und Bach. Im ganzen Tal kennt man ihn und hat ihn gern. Heute will der Bike Biber wie immer aufs Bike. Ja, hi nochmal. Wo ist mein Bidu? Ah, da ist er. Hinter das Nachttischchen gekippt. Sollte halt wieder mal aufräumen. Aber nicht jetzt. Ich will auf den Trail. Aber zuerst nur den Bidu füllen. Sonst nützt er nichts. So, das läutet und das trettet. So kann ich los. Tagelang hat es geschüttet wie aus Kübeln. Darum hat es der Bike heute noch brisanter als sonst, um auf den Trail zu kommen. In seinem Ketz ist ihm gar nicht aufgefallen, dass er das Velotäschchen mit dem Werkzeug vergessen hat. Hey, ist das schön hier aussen. Und im Wald schmeckt es immer so gut. Jetzt habe ich aber schurig lang gelangt, um wieder aufs Bike zu kommen. Schön ist es. Aufzumal sieht der Bike etwas vor sich auf dem Trail aufblitzen. Doch da ist es schon zu spät. Der Bike kann nicht mehr ausweichen. Autsch! Was ist denn das gsi? Das ist jetzt auch nur ein blödes Missgeschick. Mein Velopneu ist so platt wie ein Plattfisch. Und was ist das eigentlich, wo ich da drüber brettert bin? Es ist aus glänzigem Metall und rund. Das ist doch eine Bremsscheibe, wie an meinem Bike, nur grösser. Das könnte zu einem TÜV gehören. Enttäuscht und verrückt rührt der Bike die Scheibe ins kleine Bächlein neben ihm. Doch kaum hat er es gemacht, da bereut der kleine Biber seine Tat. Ist jetzt halt so, wie es ist. Und der Bach kann auch nichts dafür. Ich packe es doch lieber ein. Wenn man schon so ein Pech hat, dann an so einem schönen, warmen Tag wie heute. Ich hocke gerade mal auf den Stein dort und geniesse die gute Waldluft. Irgendwann kommt dann sicher jemand vorbei. Der Bike Biber schaut in die Ferne und entdeckt einen Fisch auf einem Scooter. Es ist der Wels Fargo. Seine olivgrüne und glatte Fischhaut glitzert und schillert im Sonnenlicht. Im Gesicht hat er 4 Barteln. Die sehen fast aus wie die Schnurrhaare von einer Katze, nur länger. Und sie wehen im Fahrtwind hin und her. Auf dem Rücken trägt er einen kleinen Rucksack, wo die Spitze von einer Angelrute oben raus schaut. Es sieht fast aus, als hätte er das Keiben brisant. Oh Wels, das ist denn ein Glück, dass du ausgerechnet jetzt vorbeikommst. Ich habe Du, gerade... Mike, ich habe keine Zeit zum Schwätzen. Ich bin auf dem Weg an die Wettfischen. Und wenn ich nicht rechtzeitig dort bin, dann lassen sie mich nicht mitmachen. Und wenn ich das verpasse, dann bin ich heute Morgen ein Schuschko-Mädchen sammeln. Mach doch nichts, Wels. Bis ein anderes Mal wieder. Viel Glück beim Fischen und Petri heil. Nimm's mir nicht übel, gell, Mike? Nein, nein.
So wie es aussieht, bleibe ich noch ein länger auf meinem Stein hocken. Habe mich schliesslich schon gut daran gewöhnt. Es geht nicht lang. Da hört der Bike ein Geräusch, das nicht in den Wald gehört. Es sind die Rollerblades von der Franzi Fuchs. Sie ist ein Klassengespendli vom Bike. Sie ist ein kleiner Fuchs mit einem buschigen, roten Fell und einem herzigen Stupsnäsli. Ihren wachen Augen entgeht selten etwas und in den allermeisten Situationen hat sie einen guten Rat. Oh, Bike, mit dem Pneu kommst du aber nicht mehr weit. Du, wo dich mit allem auskennst, hast sicher Werkzeug dabei, Franzi. Nein, Werkzeug habe ich keins dabei. Nur meinen Stock und meine Sportkleider. Ich war bis vor kurzem am Lernen und jetzt muss ich sofort am Matsch. Weisst, Unihockey. Es fängt schon gleich an. Ah, schade. So einen Schlaukopf wie du hat mir beim Flicken sicher noch jede Schraube einzeln erklären. Beim Pneuflicken gibt es gar keine Schraubenbike. Und ich habe sowieso keine Zeit. Also tschüss und viel Glück. Danke, dir auch. Das wäre sicher ein spannendes Match gewesen zum Schauen. Aber mit dem Pneu kann ich nie hin. Und so verweilt der Bike noch ein bisschen länger im Wald. Er beobachtet gerade eine dicke Raupe, die einen kräftigen Biss von einem saftigen grünen Blatt nimmt. Da hört der Bike einen lauten, tiefen Krach, der von weit her kommt. Als das Geräusch näher kommt, erkennt der Bike laute Rockmusik, die nur der Töffhauser gerne lust. Und dazu das Klippern und das Rasseln von seinem schweren, klapprigen Gefährt, das auf den Bike zurast. Was stinkt da so nach Benzin? Und der Krach tut mir ja in den Ohren weh. Das ist doch der Töffhauser mit seiner Klapperkiste. Ich habe gemeint, Töfffahren ist hier verboten. Wieder Töffhauser. Schau auch da. So, du kleiner Biber. Hättest du den Pneu verjagt? Ja, das wünscht man natürlich niemandem. Das ist davon, wenn du mit deinem Drahtesel durch die Gegend strampelst. Ah, Töff, du mit deinen Sprüchen. Hilf mir doch lieber, statt mich nur klein zu machen. Ich? Helfen? An einem Biber? So weit kommt's noch. Ich habe es auch besser zu tun, als dir den Pneu zu flicken. Du würdest mir ja schliesslich auch nicht helfen. Hä, Töff? Du bist ein Erwachsener. Ihr habt ja immer etwas zu tun. Ich verstehe es schon, aber wenn ich dich wäre, würde ich einen Helm anlegen auf dem Töff. Ein Helm? Aber nicht der Hauser. Bin doch kein Anfänger. Ich bin schon TÜV gefahren, da bist du noch nicht einmal auf der Welt gsi. Mach doch, was du willst, Töff. Mach ich sowieso. Ciao, Biber. Und schau, dass du nicht Wurzeln schlägst auf deinem Stein. Wieder Töffhauser. Der Bike kann nur den Kopf schütteln. Aber so ein Verhalten ist typisch für einen Töffhauser. Der Pneu ist immer noch nicht geflickt. Wie kommt der Bike nur wieder aus dieser Situation raus? Langsam tut dem Bike das Viertel weh. Und er entscheidet sich, sein Velo zu stossen. So, jetzt gehe ich mal weiter. Vielleicht finde ich ja im Dorf jemanden, wo man mit Pneu flicken kann. Also eigentlich bin ich ja schon nicht gerne auf der Dorfstrasse. Aber ich brauche jetzt jemanden, der mir weiterhelfen kann. Hey, hoi, brauchst du Hilfe? Du siehst aus wie 7 Tage Regenwetter. Oh ja, Hilfe ist genau das, was ich jetzt brauche. Ich habe nämlich eine Platte,
weil ich im Wald über ein Metallteil gefahren bin. Jetzt ist die Luft draussen beim Pneu und bei mir langsam auch. So ein Pech. Ein Pneu ohne Luft ist wie ein Berg ohne Hügel. Aber los, mein Vater hat vor kurzem im Dorf ein Bikegeschäft eröffnet. Es ist das Beste weit und breit. Und er hat mir schon das eine oder andere über Velopneu beigebracht. Eine verstellte Lenkstange wäre kein Problem. Ich habe ja Werkzeuge dabei. Aber für einen platten Pneu, da müssen wir schon schnell in die Werkstatt. Hey, so gut. Voll nett von dir. Aber wie heissest du überhaupt? Ich bin der Mike Suter. Und wer bist du? Was, Mike? Das gibt's ja nicht. Ich heisse schier gleich wie du. Mein Name ist Bike Biber. Ha! Das passt ja super. Der Bike und der Mike. Ja, dann muss es ja gut kommen. Also los, ab in die Werkstatt. Und so radeln der Bike Biber und der Mike Sutter zu der Werkstatt. Es vergehen keine 5 Minuten, da erkennt der kleine Biber schon das Schild vom Velogeschäft. Bike Sutter und Söhne AG. Wow! Hier gibt's wirklich alles, was man für ein Bike braucht. Ja, und das ist erst der Laden. Warte erst, bis die Werkstatt von meinem Vater siehst. Da geht's durch. Jetzt müssen die beiden die Ärmel aufkrempeln und zusammen anpacken. So geht es nur wenige Minuten und am Bike Biber sein Velo ist wieder so gut wie neu. So, jetzt wo mein Bike wieder heil ist, gibt's nur noch eins. Zurück auf den Trail. Kommst du mit, Mike? Ja klar, Bike. Für den Trail bin ich immer zu haben. Los geht's. Wer schneller auf die Giebelspitze ist, der Verlierer ist Alamiente. Ja, da haben sich zwei gefunden. Der Bike und der Mike machen sich schnurstracks auf den Weg zur Giebelspitze. Aber schon nach ein paar Minuten sehen sie am Strassenrand einen heulenden Wels. Was ist denn dir passiert, du armer Wels? Der betrübte Wels Fargo wischt sich eine Tränen aus den Augen und hebt seinen Kopf ein bisschen auf. Ich war gerade unterwegs und plötzlich ist da so ein Stein auf der Straße. Der dort, ich bin voll reingefräst und es hat mich voll auf die Kiemen gerührt. Und noch viel schlimmer, meine Fischerrute hat es verjettet. Ja, das ist schon ein paar blöd. Mit einer halben Rute kann man keinen Fisch fangen. Aber mein neuer Kollege, der Mike Suter, kann dir sicher helfen. Gell, Mike? Das ist lieb, Mike. Aber um jetzt noch zu Wettfischen zu gehen, bräuchte ich eine niegelnagelneue Route. Warte mal, Wels. Zeig mir doch zuerst mal deine Route. Hier. Ja, die Route ist gebrochen. Gerade da zwischen dem Holzgriff und der Angelrolle. Aber mit dem Panzerklebe von meinem Vater kann ich das Rudibums wieder flicken. Wow, super. Das glaube ich ja nicht. Die Route ist ja noch besser als vorher. Aber sag mir jetzt gleich nochmal, wie heisst du schon wieder? Ich bin der Mike Suter. Und das ist mein neuer Bestfreund, der Bike Biber. Hey, Soles! Jetzt stehe ich in eurer Schuld. Wie kann ich euch je danken für eure Hilfe? Das ist doch gern geschehen, Wels. Hol einfach einen guten Fisch aus dem See und gib dein Bestes am Wettbewerb. Das mache ich. Hoffentlich schaffe ich es noch rechtzeitig. Viel Glück! Ciao! Jetzt, wo sie dem Wels geholfen haben, da machen sich auch die beiden Freunde wieder auf den Weg und radeln los. Sie kommen aber nicht weit. Da treffen sie die Franzi Fuchs. Sie hockt am Wegrand und schüttelt den Kopf. In der Hand ein gebrochener Unihockeystock. Hey, Franzi, was machst denn du nur da? Sollst du nicht schon lange an deinem Unihockey-Match sein?
Ah, Bike, die Besammlung war vor 10 Minuten gewesen und ich hocke hier im Graben mit einem gebrochenen Stock. Und alles nur, weil ich schnell abgelenkt bin. Aber wenigstens hatte ich einen Helm an, so ist nichts Schlimmes passiert. Verflixt und zugeneigt. Was ist denn auch heute los? Zuerst der Wels und jetzt du mit deinem gebrochenen Stock. Können wir das nicht kleben? Was meinst du? Ich weiss nicht, ob das verhebt, aber wir können es ja mal probieren. Sieht gar nicht so schlecht aus. Was meinst du, Bike? Kann ich den Föhrenzapfen in den Bach schiessen? Ja, sicher. Das schaffst du locker. Nein, schon wieder gebrochen. Ah, so blöd. Und ich habe mich schon gefreut auf den Match. Es ist hoffnungslos. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, einen ganz neuen Stock zu machen. Aber Mike, Hockeystücke sind doch aus Holz. Und mit Holz kenne ich mich als Biber aus. Es wäre keine Zauberei, schnell einen neuen Stock zu machen. Holz hat's ja genug im Wald. Aber wir haben doch weder ein Bieli noch eine Sagi. Franzi, ich bin doch ein Biber. Und mit meinen Zähnen habe ich schon Menge Birken verwandelt. So, Bike. Dann zeig mal, was du kannst. Leck, Bike. Der sieht ja besser aus als mein Altstock. Jetzt muss er nur noch so gut spielen, wie er aussieht. Aber Franzi Fuchs, müsstest du nicht schon lange am Spiel sein? Oh, du hast recht. Sorry, Mike. Und danke, Bike. Jetzt muss ich wirklich los. Und so sind der Bike Biber und der Mike Sutter wieder weitergefahren. Gerade wo sie über die alte Holzbrücke fahren, hören sie ein Grummeln und Murmeln aus dem Graben unter der Brücke. Der Mike und der Bike halten an und schauen, was los ist. Was ist denn das? Ich weiss nicht, aber es kommt, glaub ich, von da unten. Ja, stimmt. Gehen wir doch noch ein bisschen näher ran. Döff? Bist es du? Ausgerechnet der Biber. Und der Zuschauer hat er auch noch dabei. Lasst mich doch in Ruhe, als wär's nicht genug, dass ich hier im Graben gelandet bin. Und wie ist dir das passiert? Hast du nicht aufgepasst? Aufpasst. Sterne 5, ich passe eigentlich immer auf. Also, wenn ich deine Bühle sehe, dann glaube ich nicht, dass du aufgepasst hast. Und den Helm hast du erst recht keinen angehabt. Helm hin oder her, das bringt mir hier im Graben auch nichts mehr. Als ob du, kleiner Biber, mir könntest aus der Patsche helfen. Vielleicht nicht der Bike Biber allein, aber wir alle zusammen. Wir können dir sicher helfen. 2 so kleine Grünschnäbel wie ihr. Das will ich zuerst sehen. Aber du, Mike, wie machen wir jetzt das? Moment, mein Vater hat mir ein Seil mitgegeben. Genau für so Fälle. Und wie stellst du dir das vor? Schau, dort haben wir einen Baumstamm und dort nur einen. Wenn wir das Seil um diese Birke und das Seil um diese Eiche schlaufen, dann können wir von beiden Seiten ziehen und schon bringen wir den Töff aus dem Graben. So einen schlechten Plan habe ich selten gehört. Das klappt sowieso nicht. Und genau so, wie es der Mike gesagt hat, machen es die beiden Freunde. Einer zieht auf der linken Seite, der andere auf der rechten. Gemeinsam schaffen sie es, am Töff seine geliebte Klapperkiste aus dem Graben rauszuziehen. Schön und gut. Aber wegen dem ist mein Töff noch lange nicht geflickt. Wieso? Was ist denn kaputt am Töff? Und überhaupt, wie hast du den Unfall gemacht? Ja, also, als ich auf die Brücke zugerasselt bin, wollte ich bremsen, aber es ist einfach nicht mehr gegangen. Was, bremsen? Lass mich mal schauen, Töff. Ja, der Fall ist klar.
dir fehlt eine Bremsscheibe. Ja, hast du eine Ahnung? An dem TÜV fällt gar nichts. Abgesehen von der Bremsscheibe. So haltest du mit deinem TÜV an keinem Rotlicht. Ja, Bremsscheibe. Du, sicher nicht. Warte mal. Ich habe doch etwas im Wald aufgelesen. Das könnte sogar noch stimmen. Ist das nicht das Teil, das dir fehlt? Exakt das ist es. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Nein, das glaube ich jetzt aber nicht. Jetzt läuft der Klopf ja wieder wie vorher. Also ich will mich ja nicht bedanken, aber ich muss schon sagen, das war jetzt schon recht flott von euch. Aber hey, TÜV, willst du jetzt gleich einmal einen Helm anlegen, bevor du nur eine Bühle holst? Sicher nicht. Wieder. TÜV Hauser. Und so sind der Bike und der Mike weitergefahren. Und kurz bevor sie auf den Hügel gekommen sind, hören sie von weitem das Publikum vom Unihockey-Match im Dorf. Sie schliessen ihre Drahtesseln ab und suchen sich den Weg auf die Tribüne. Es läuft gerade die letzte Minute und der Bike und der Mike können es kaum glauben. Frenzy auf dem Spielfeld holt aus und macht der alles entscheidende Punkt. Genau in die Decke vom Goal. Bravo! Super gemacht, Franzi! So gut! Nein, habt ihr das gerade gesehen? Das war ja unglaublich, was das Franzi gerade geleistet hat. Allerdings, Wels. Aber hey, hast es du nur rechtzeitig an dein Wettfischen geschafft? Ja, Mike, du glaubst es nicht. Aber der Anmeldeschluss war eine Stunde später, als ich gemeint habe. Und so hat es so tipptopp gelangt. Und? Ist gut gegangen? Mal, nicht schlecht. Komm, Wels, mach's nicht so spannend. Hast einen Preis gewonnen. Also, ich. Hey, was glänzt da hinter deinem Rücken so? Sag eins! Wow, so einen grossen Pokal habe ich noch nie gesehen. Gratuliere, Wels. Auf den ersten Platz kannst du stolz sein. Wenn es ums Fischen geht, bist du halt einfach der Beste. Hey, Jungs, so cool, habt ihr den Weg noch gefunden? Und habt ihr mein Goal gesehen? Gut, hä? Und du, Wels, so wie ich gehört habe, hast du meine abgeräumt am Wettfischen. Gratuliere! Nach einem aufregenden Tag scheint sich doch alles zum Guten gewendet zu haben. Der Bike hat nicht nur seine Platten gepflegt, er hat auch noch neue Freunde gefunden. Man könnte sagen, Ende gut, alles gut. Wer da nicht noch der TÜV Hauser? Ohne Helm ist er nicht weit gekommen. Da hat ihn schon die Polizei angehalten, um ein ernstes Wörtchen mit ihm zu wechseln. So, Herr Hauser, wie Sie sich sicher bewusst sind, ist TÜV-Fahren ohne Helm nach dem Schweizer Strassenverkehrsgesetz strengstens verboten. Strengstens verboten. Ja, Herr Hauser. Sie kommen jetzt erstmal mit auf den Posten. Der TÜV. Er lernt es einfach nie.